So, hallo. Wir sind hier wieder bei unserem German Mittelstand Afterwork und freuen uns immer wieder über neue spannende Themen. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema dabei. Stell dich mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Thomas Mario Bettini und meine Leidenschaft sind Fördermittel für kleine und mittelständische Unternehmen. Ich dachte, das wächst. Das nehme ich zwischendrin, wenn ich mal keine Termine habe. Also super. Sorry, jetzt habe ich mir die ganze Nummer wieder zerstört. Nein, aber ganz klar. Fördermittel für jeden oder wie schaut das aus? Fördermittel für mein Auto, Fördermittel für meinen Elektroroller oder reden wir über Fördermittel für mittelständische Unternehmer? Fördermittel für mittelständische Unternehmer. Okay. Schau hin, du brauchst jetzt beispielsweise einen neuen Lieferwagen für dein Unternehmen. Den kannst du jetzt kaufen, den kannst du leasen, kannst du über die Bank finanzieren oder du kannst ihn mit Fördermitteln günstiger finanzieren. Du hast eine neue Entwicklung gemacht, irgendwo ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, ein neues Verfahren gemacht. Das kostet erstmal ein Schweinegeld, um sowas herzustellen. Dafür gibt es geschenktes Geld vom Staat. Okay. Du brauchst neue Betriebsmittel, neue Produkte, dein Warenlager muss aufgesetzt werden, du willst dich an einer anderen Firma beteiligen, kaufst den Makler gleich mit ein. Okay, jetzt nur noch Beteiligungsbild. Das alles kann man mit Fördermitteln hervorragend gestalten. Ja, und wie läuft das jetzt zum Beispiel ab? Also jetzt kommt, ich habe eine geile Idee und sage, boah, ich will jetzt Baumwollwattestäbchen und Plastik wickeln und nennen sie Q-Tips. Und dann komme ich zu dir und was passiert dann? Das ist erstmal Schleichwerbung mit Q-Tips. Ne? Also dann streichen die Q-Tips. Ja, dann schauen wir uns mal dein Unternehmen an auf der kompletten betriebswirtschaftlichen Ebene. Wie sehen deine Bilanzzahlen aus der Vergangenheit heraus aus? Wie sieht tatsächlich deine Entwicklung aus? Wie viel Geld brauchst du dafür? Für was konkret? Wie viel Manpower brauchst du dafür? Ja, und dann werden wir einen kleinen Businessplan schreiben, einen entsprechenden Finanzplan dazu entwerfen und das werden wir dann beim Förderinstitut einreichen. Und das kann jetzt jeder, der eine Geschäftsidee hat, oder muss der schon ein gegründetes Unternehmen sein? Ja, es sollte schon ein gegründetes Unternehmen sein. Es gibt zwar ein paar Ausnahmeregelungen, wenn er noch nicht gegründet hat, aber in der Regel sollte er schon natürlich ein funktionierendes Unternehmen haben. Ein funktionierendes. Also es muss schon Butter bei den Fisch sein und dann geht's los. Es gibt natürlich auch für Firmengründer gibt es natürlich auch entsprechende Fördermaßnahmen. Gut, jetzt zu meinem Klientel sind es in der Regel also schon bestehende Familienunternehmen. Jetzt haben wir ja vorhin, also wir haben ja schon ein bisschen gesprochen dazu, jetzt haben wir vorher auch schon mal gesprochen, du hast ein neues Projekt, Prost, ich habe gar kein Bier. Reicht mir mal jemand schnell ein Bier? Nein, das nicht das leere, das volle nicht schon. Danke, super. Das sieht aber aus wie Wasser. Zum Wohl, Bier. Zum Wohl. Ja, also wir haben vorhin schon gesprochen. Prost da draußen. Das ist jetzt ist das überhaupt spruchreif, darf ich das schon sagen? Ja klar, ja, logisch, ja. Also es ist in der Planung ein Förderprojekt für Damen in der Wirtschaft. Ja. Für Gründerinnen. Für Gründerinnen. Im Herbst ein neues Programm aufgelegt. Ich habe schon wieder so einen Schofispruch lassen. Hey, das kannst du den Zuschauern nicht antun, sei ruhig. Ja, eben, darum sage ich halt gezogen. Sonst kommt keiner mehr zum German Mittelstand. Nein, nicht alle, nee, bitte. Nee, hier, Friends Factory, gell? Wir haben ein fremdes Gebiet. Nee, aber jetzt erzähl ich mal, ich habe dich schon wieder. Es gibt, ab Herbst gibt es ein spannendes Programm, was speziell für Gründerinnen gedacht ist, weil einfach die Bundesregierung sagt, wir brauchen mehr Frauen, die den Schritt in die Selbstständigkeit gehen und ein Unternehmen gründen und aufbauen. Und das heißt also, alle Gründerinnen innerhalb der ersten 5 Jahre werden hier Subventionen, also ein geschenktes Geld vom Staat bekommen. Wie genau die Parameter aussehen, da hat sich noch keiner darüber ausgelassen. Arbeit, aber man kann sich schon bei dir jetzt vorinformieren oder ja. Gesprächstermine reservieren? Exakt, das geht, absolut. Klar. Also dann setze ich darunter mal deine Kontaktdaten. Ja. Und alle Damen, die was bewegen wollen, sollen sich bei dir melden. Diejenigen, die irgendwo in naher Zukunft vorhaben, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, sind herzlich willkommen. Sollen sich mal auf meiner Webseite ein bisschen umschauen. Da gibt es auch einen eigenen Button, dass man einen Termin vereinbaren kann. Alles online, perfekt sogar. Und dann werden wir dir natürlich informieren, sobald das Programm tatsächlich offen ist. Finde ich sehr. Also ich verlinke dich dann entsprechend, finde ich spannend. Also jeder, der ein bisschen Geld vom Staat haben will und ein tolles Geschäft hat, kann sich gerne bei dir melden. Jo. Du bist übrigens auch Motorradfahrer, Liebhaber. Jo. Haben wir nämlich gerade gesehen, die Maschine steht da draußen. Vielleicht zeige ich es euch später, richtig tolles Teil. Wo fährst du da eigentlich immer so rum? Das kommt darauf an, wie viel Zeit ich gerade habe. Also wenn ich jetzt nur unter der Woche mal Zeit habe, dann fahre ich mit dem Motorrad ganz gerne mal zum Beispiel hierher oder zum Kunden. Das ist eine super Idee. Und am Wochenende bin ich halt schon mal entweder Tagestouren oder 2-3 Tage Österreich, Italien, Schweiz. So ein bisschen durch die Alpen durch, das macht tierisch Spaß, das ist entspannend, relaxed. Man kommt wieder zu sich. Mal fahre ich alleine, mal fahre ich mit ein paar Kumpels zusammen, je nachdem, was gerade rausgeht. Sehr cool. Ja. Also
Wir haben vorhin auch schon mal ein bisschen in der größeren Runde auch gesprochen gehabt. Wir träumen ja davon, in 2-3 Jahren eine schöne Tour zu machen mit Auto, mit einer Männertruppe oder gemischte Truppe, also wir sind ja da frei, bis zur Wüste Gobi beziehungsweise bis an die chinesische Grenze, also mit dem Auto von München startend und dann so durch die ganzen Länder rein bis zum Tor des Ostens sozusagen. Drüber hinaus, also schon durch das Tor bis zur Wüste Gobi. Also wäre eine super tolle Tour. Wir freuen uns, wenn wir das tatsächlich hinkriegen. Wer Tipps hat, kann uns die auch gerne geben. Ein Standort war dabei, auch Aserbaidschan. Und Aserbaidschan bringt mir jetzt was für eine geile Überleitung. Aber jetzt der alte Mann fährt hier mit einem dicken, fetten Jeep und wenn ich mitfahren sollte, natürlich mit dem Motorrad. Ja klar, du mit dem Motorrad. Klar. Ich kann nur Jeep fahren. Also ab 82 Kilo geht nur noch mit Jeep. Aber hier die Hemden, die können ja alle mit dem Motorrad durch die Gegend durch. Aber jetzt hat er mir die geile Überleitung zerstört. Mensch, Aserbaidschan haben wir gesprochen. Da kommt nämlich gerade einer aus dieser Ecke und hat mir gerade ein paar Felsen gezeigt, die gebrannt haben. Schenkst du mir das Video? Weil dann würde ich das dann vielleicht irgendwo mal mit einbauen. Ja. Fand ich extrem geil. Also du bist auch heute Gast bei uns. Ja. Willkommen. Freue ich mich. Danke auch für die Mitglied Einladung. natürlich, wie auch der Herr Bettini und wie der Herr Tyler da drüben, der gerade wieder durch die Gegend läuft. Mitglied beim German Mittelstand. Und du ja auch German Mittel und Eco-Verband. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du hast eine Doppelfunktion hier, finde ich richtig geil. Ja. Aber nochmal, Aserbaidschan, was hast du da gemacht? Wir waren auf Incentive-Reise mit unserer Firma, ein paar Tage Belohnung für gutes Jahr und guten Abschluss und haben uns dort das Land in 4 Tagen etwas angeguckt. Wow. Wenn jetzt einer sagt, du geil, Inhaber unserer Firma. ich möchte auch nach Aserbaidschan. Ne? Bei welcher Firma muss man denn da arbeiten? Bei der Firma Dr. Hörtcon. Wir sind ein internationaler mittelständischer Versicherungsmakler und ich mit meiner Person, Georg Lindner, habe mich auf das Thema Cyberversicherung spezialisiert. Wir hören ja jeden Tag, heute wieder in den Medien, 46 Millionen Angriffe stellt die Telekom fest, Cyberangriffe täglich. Und ja, bevor es zu spät ist, man kann sich schützen, man kann mit mir reden und ich kann demjenigen, der sich dafür interessiert, ein interessantes Konzept anbieten aus Versicherungslösung und Hilfe und Begleitung im Schadenfall. Lässt sich fördern. Was bitte? Lässt sich auch hervorragend mit Fördergeld darstellen. Lässt sich hervorragend mit Fördergeld darstellen, hören wir gerade aus dem Off. Super geile Idee natürlich. Ne? Ja. Und sonst sind wir ein klassischer Versicherungsmakler, der natürlich jede Art von Versicherung, also Lösungen für jede Art von Unternehmen anbieten kann. Du versicherst Schadensfälle, die durch Daten... Daten, Hack, durch Attacken, heise.de, neulich dieser Angriff. Du bist das Tempotaschentuch der IT. Genau. Super. Ja. Geiler Vergleich, oder? Der kam jetzt gerade so aus der Hüfte geschossen. Fand ich Der jetzt gut. war ein super Werner. Super, ich hätte auch noch Kondom sagen können, aber das lasse ich Nein, mal. das lassen wir. Wir sind heute gut drauf. Es ist Aber spannend, also auch das, wenn das Unternehmer interessiert. Welche Unternehmer sprichst du an? Alle? Mittelstand. Mittelstand. Querbeet durch Mittelstand. Ja, Die auch großen kleine natürlich auch. Startups. Ich kann jedem helfen. Ich habe verschiedene Lösungen, von günstig bis doch etwas mehr. Dann habe ich halt einfach den BMW oder den Mercedes oder sonstiges. Sonst habe ich halt Lösungen, die eher etwas günstiger sind, aber auch noch das bieten, was wichtig ist. Am Ende die Hilfe im Schadenfall. Was nützt mir die Versicherungslösung, wenn mein Unternehmen 3 Wochen steht? Aber sehe ich das richtig, dass das wie so eine, also jetzt keine Tempotaschentücher-Vergleiche, aber dass das eher so eine Hausrat dann ist sozusagen? Es ist die Wenn was passiert, Feuerversicherung, Feuerversicherung. die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Wenn es brennt, kommen Und wenn es wir brennt, dann löschen. ist es ja richtig teuer für den Unternehmer. ne? Genau. Also das ist ja, was bis so wie viel? 20-fache oder was? Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es sind ja die Strafgelder. Ja, sind das richtig sind hoch. 4% oder bis zu 20 Millionen 20 Millionen, das war's genau. bei der DSGVO. Was Schönes haben wir jetzt, was Neues auch für kleinere Unternehmen. Die haben ja das Gesetz zur DSGVO etwas entschärft. Künftig brauchst du einen Datenschutzbeauftragten erst ab 20 Personen im Unternehmen. Also es soll durchs Gesetz durch. Das ist noch in der Vorlage, habe ich die Tage gelesen. Was ja auch ganz was anderes wieder, also wir springen ja von Thema zu Thema, aber was ich auch gerade vorhin mitbekommen habe, in Aserbaidschan, ich muss nochmal zurückkommen, aber das hat mich echt fasziniert mit diesen brennenden Bergen, brennende Steine. Wo ist das genau und was passiert da? Und Das warum? ist ein bisschen außerhalb von Baku, eine halbe Stunde von der Innenstadt.
Die haben ja sehr viel Gas- und Erdölvorkommnisse und da brennt der Berg schon seit über 2000 Jahren, weil das Gas aus der Erde austritt und ob es regnet oder schneit, das brennt seit 2000 Jahren und erlischt nicht. So viel Gasvorkommen hat dieses Land. Okay. Und sind die auch dementsprechend reich. Wahnsinn. Bist du auf Instagram? Ich bin auf Instagram, nutze es ein bisschen. Ja. Okay, dann müssen wir das ja da nochmal posten und Ja, nachvollziehen. können wir mal machen. Instagram. Also, ich bin da nicht bei so. dir auch nochmal. Wir haben ja gerade jetzt auch ein bisschen diskutiert über verschiedene Themen. Wir haben ja echt tolle Sachen hier gemacht. Warte mal, ich drehe nochmal die Kamera. Servus, hallo. Wir sind gerade noch kurz an der Kamera und ihr dürft sofort ein Bier bekommen. Das macht der Kollege dann auf jeden Fall. Rutscht aber ein bisschen näher zusammen. So, genau. Wir haben ja gerade spannende Themen auch durchdiskutiert. Ja. Und was hat euch jetzt diese Woche, wir sind ja jetzt erst am Mittwoch so angelangt, aber was hat euch am meisten bewegt? Fangen wir mal bei dir an. Welche Nachricht hat dich aufwachen lassen? Im privaten oder im beruflichen? Das ist mir vollkommen wurscht. Wenn du was Privates erzählen willst, haus raus. Dann schauen wir 2 Millionen zu. Mein Schwiegersohn hat jetzt hier den ersten Preis im Prinzip an der Uni in Rosenheim rausgeholt. Der hat als Studienprojekt total was Geiles gemacht. Der hat einen 60er-Jahre-Roller komplett elektrifiziert. Und das mit einer Technologie, die weiter ist, als die bestehenden Hersteller, die jetzt am Markt sind, das bisher hätten tun können. Toll. Und wurde da prämiert von entsprechend den ganzen Professoren und ist jetzt sogar auf der Homepage von der FH in Rosenheim, TH Rosenheim, so heißt es ja richtig, ausgestellt worden. Was habe ich dazu beigetragen? Ja, ich habe ihn kräftig motiviert und habe das Moped mit meinem Hänger kurzerhand an die Uni hingebracht, damit er logischerweise davor fahren kann. Da war natürlich ein riesengroßes Hallo. Und jetzt förderst du ihn zukünftig, dass er ein Startup wird und aus dieser kleinen Idee ein großes weltweites Geschäft. Das wird sicherlich noch 2 Jahre dauern, dann hat er sein Studium auch komplett hinter sich, seinen Master, so gut will, hat er dann in der Tasche. Und das wird natürlich das nächste Startup werden. Ja, beruflich, was hat mich da am meisten bisher bewegt? Wir sind einen großen Schritt weitergekommen in 2 sehr, sehr großen Projekten. Da geht es, kann man ruhig offen sagen, da geht es um die Weltgesundheitsplattform. Die Firma, die begleite ich jetzt schon seit über 3 Jahren. Und da hatten wir jetzt erweiterte, vertiefende Investorengespräche. Das hat richtig Spaß gemacht. Inzwischen bin ich bei dieser Firma auch als Interim-CFO mit drin. Es geht voran und ich denke, dass wir dieses Jahr noch entsprechendes Kapital zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir so richtig international starten können. Toll. Sehr gut. Und was hat dich bewegt? Was hat mich bewegt? Ja, Mich hat bewegt, am Montag im ARD um 23 Uhr ausgestrahlte Bericht über Audi AG und deren Mauscheleien und das Wissen auch des Kraftfahrtbundesamtes solcher Themen. Das hat mich sehr bewegt, wie betrogen würde, fand ich schlimm. Also ich habe die Reportage nicht gesehen, du hast sie auch gesehen? Ich habe sie gesehen, ja. Ich kann sie sehr empfehlen. Muss ich mir nochmal reinziehen, also das ist ja schon ein Hammer. Ja, zweite Nachricht, die mich bewegt hat, war heute, die Telekom sagt, täglich stellt sie fest, 46 Millionen Cyberattacken. Und die Leute erzählen mir immer noch alle, sie sind sicher und ihnen kann nichts passieren. Das glaube ich jetzt nicht mehr. Und das dritte ist das Thema mit der EU und dass man jetzt die von der Leyen entsorgt und in die EU schiebt, das finde ich jetzt auch. Das wenn ist ich mal schon politisch ein bisschen was einschmeißen darf. Truppen Aber oder die darf nach Brüssel gehen. Darf nach Brüssel gehen, hat keine Ahnung. auch ein Hammer eigentlich, weil wenn du überlegst, dass sie ja vor ein paar Jahren ja noch als Merkel-Nachfolgerin ja gehandelt worden ist und jetzt geht es ab in die EU. Ein ehrenwerter Job, gar keine Frage. Aber wir haben sie nicht gewählt. Wir haben sie nicht gewählt und finde ich auch ein bisschen doof. Betrug am Wähler. Ich finde auch spannend, dass das auch CSU-Politik, klar, mit dem Weber natürlich pushen, aber dass die auch so wirklich laut schreien, dass sie sagen, wir leben mit dieser Konsequenz, aber wir sind absolut pisst. Und ja, absolut richtig. Also hier nochmal, Markus, danke für die klaren Worte heute. Markus Söder. Ja, wir sind ja und auch unser, wir sind ja so. Und dann auch unser Landrat Robert Genau, der Robert. Landkreis Ebersberg aus der Power der Provinz, wie wir ja seit Genau, Power der Provinz, laut Fokus, genau. Laut Fokus. Ja. Wirtschaftsstärkster Landkreis Deutschlands. Ne? Wir sind stolz, dass wir da leben. Power of Bronze. Ja. Bronze ist wieder was anderes. Und schön ist das Interview mit dir heute und macht echt Spaß. Ja, genau. So. Also wir haben jetzt genug gelabert, da stehen schon wieder die Nächsten, die ein Bier haben wollen. Wir trinken dann auch nochmal eins und wir melden uns jetzt alle 14 Tage aus unserem Afterwork und schauen wir mal, wer da so alles immer kommt und ratschen mal miteinander. Gerne, hat mich gefreut. Danke, Werner. Danke, dass ihr da seid. Und jetzt verköstigen wir die anderen. Die haben schon Angst, dass sie vor die Kamera müssen. Oh, Jesus.